Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Wir sind wieder in unserem Hauptquartier bei McLaren. Und ja, im letzten Rennen haben wir leider ein bisschen gemerkt, dass wir von dem Motor her ein bisschen schwachbrüstig sind, leider. Und ja, wir müssen sicher jetzt die Entwicklung ein bisschen vorantreiben, was motortechnisch anbelangt. Wir müssen aber auch ein bisschen entwickeln, weil eben, wir haben letztes Mal ein bisschen Glück gehabt für die die ganze Folge gesehen haben. Dass wir Platz 5 momentan sind in der Konstrukteurwertung und das sollten wir schon eigentlich verteidigen können. Darum macht es nicht viel Sinn, dass wir jetzt nicht weiterentwickeln. Was laber ich? Darum macht es Sinn, dass wir weiterentwickeln, dass wir den Platz verteidigen können, so würde ich sagen. Und ja, jetzt haben wir die Sommerpause gehabt. Wir gehen jetzt auf Belgien, eine von meinen absoluten Lieblingsstrecken. Bin ich sehr oft schon gefahren. Ich denke auch, da werden gute Punkte drin liegen. Die Frage ist halt einfach nur, ob das Auto von der Leistung her mitmacht, weil Belgien ist halt relativ eine schnelle Strecke beziehungsweise viel gerade oder Geraden hat sie ja. Und da müssen wir jetzt schnell schauen. Ja, ich habe jetzt nicht viel mehr Ressourcenpunkte bekommen. Halt, ich bin ja zwar da noch am entwickeln, glaube ich, oder? Ja, da bin ich noch am entwickeln, genau. Das ist auch ein grosses Update. Gibt uns schlussendlich auch ein bisschen Leistung, dass wir eventuell wieder an Aston Martin Red Bull herkommen. Aber es ist eigentlich schon krass, wie langsam der Motor ist. Das ist schon echt heftig. Aber mehr kann ich jetzt leider gerade nicht entwickeln, weil mir halt Ressourcenpunkte fehlen. Darum würde ich jetzt mal sagen, wir gehen jetzt nach Belgien. Ich mache es auch wieder so in dieser Folge. Also ich habe jetzt das letzte Mal ja die erste Folge aufgeladen mit dem neuen Mikrofon, das ich hier habe. Ich glaube, das ist auch nicht wahnsinnig schlecht. Man hört zwar schon einen Unterschied gegenüber das andere Mikrofon, das ich hatte. Aber also vom Swipen hat man recht gut gehört. Tut mir leid, für das kann ich leider nicht vermeiden, aber es geht halt einfach für mich wesentlich besser zu aufnehmen, weil wie gesagt, ich habe jetzt den Platz, ich kann hier davon fliegen, wenn es muss sein. Also für Raum jetzt so, den ich nutzen kann. Und was war noch? Was habe ich geändert? Die Kamera habe ich noch geändert, genau, aber ich denke, das wird jetzt das kleinste Problem gewesen sein. Ich habe jetzt hinten extra noch den Star runtergelassen, dass man mich vielleicht ein bisschen besser gesehen, weil im ersten Video bin ich recht dunkel gewesen, beziehungsweise weil hinten einfach so hell war, aber ja. Ich hoffe, so ist es besser. Und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt auf Belgien, labern wieder um den heißen Brei herum. Training nehme ich wieder nicht auf. Wir sehen uns dann einfach im Qualifying wieder. Bis später. So, wir sind jetzt im Qualifying. Bevor wir starten, hat die Schwierigkeitsstufe noch ein bisschen aufgenommen auf 75%. Jetzt schreibt sicher der eine oder andere dann so, nur 75%, ich fahre auf 100. Ja, schön für dich. Ich fahre halt das Game nicht so wahnsinnig oft oder ich spiele das Game nicht wahnsinnig oft. Darum denke ich, 75 ist voll okay für das, dass ich es nicht so oft spiele. Mir ist auch wichtig, dass es konkurrenzfähiger ist, das Game mit der KI und alles drum und dran. Und ich denke, mit McLaren sind wir eigentlich schon konkurrenzfähig, aber ja, egal. Wie gesagt, jetzt das Training übersprungen, bin schon gefahren, Steckakklimatisierung plus Qualifying bin ich gefahren. Ist alles gut gegangen, eigentlich soweit, kein Problem gehabt. Was ich einfach gemerkt habe, ich habe das Setup mehrmals angepasst. Rouge kann ich Vollgas fahren. Wenn ich mit mir Flügel fahre, bin ich auf der Geraden zu langsam. Wenn ich weniger fahre, fliege ich wieder weg. Jetzt habe ich so einen Mittelpunkt genommen, aber ich muss immer noch aufpassen bei der Rouge, sonst fliege ich weg. Aber das ist, glaube ich, eher wegen dem Auto aerodynamisch, was nicht so wahnsinnig gut ist. Ja. So, wir gehen ins Qualifying. Let's go! Ja, aber ich muss leider so durch Rouge durch, weil sonst fliege ich ab. Kostet mir natürlich extrem viel Speed auf der Geraden hier. Ich gehe immer ein bisschen aggressiv auf den Körper rauf.
Voilà. Ui. Optimistisch gsi. Ja, suboptimal gewesen, sage ich jetzt mal. Also wäre wahrscheinlich schon mehr drin gewesen, aber ich rutsche recht um. Wahrscheinlich habe ich das Setup ein bisschen verkackt, so wie es aussieht. Aber ja, egal, wir müssen jetzt mit dem Setup fahren, ich kann es nicht mehr anpassen, das ist halt ein bisschen der Nachteil. Aber ich glaube, in der Run-Action fahren wir ja eh nicht so schnell wie jetzt mit einem Qualifying. Darum glaube ich, könnten wir es schon irgendwie herbekommen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Aber jetzt wieder mit der Leistung, ja. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen? Ja, komm, wir sagen das. Ich tue jetzt da nicht Abteilung loben. Mehr als zufrieden, ja, du, ist ideal gewesen, tipptopp. So, herzlich willkommen bei der Startaufstellung. Das Wetter, wie ihr gesehen habt, ist nicht wahnsinnig prickelnd, aber es sollte nicht regnen, laut dem Wetterbericht. Wir schauen jetzt noch in die Rennstrategie rein. Wir starten mit den roten Reifen bis Runde 5 und gehen dann nachher auf die gelben Reifen. 11 Runden gesamthaft. Und ja, benzintechnisch glaube ich, ja, nehmen wir auch wieder ein bisschen auf 12. Das lange schon. Weil vielleicht haben wir eine Safety Car Phase, wo wir wieder Benzin sparen können und dann ist auch gut. Ja, sonst eigentlich muss ich nicht gross irgendetwas noch sagen oder so. Ich denke, wir können eigentlich gerade so starten. Ich hoffe einfach, dass ich nicht irgendwie wieder den Spoiler abfahre. Ich versuche jetzt, sollte jetzt einen schlechten Start haben, ein bisschen passiv fahren. Vielleicht ein, zwei Positionen vielleicht halt nachgeben, aber ja, ich möchte nicht abfliegen und irgendwie mein Auto kaputt machen. Also hoffe, dass das nicht passiert. Wenn die Folge oder wenn das Video ganz kurz ist, also jetzt gerade aufhört, könnt ihr jetzt schauen, wie lange das Video noch geht. Danach bin ich crashed, wenn nicht. Also wenn es das Video geht, dann wisst ihr, dass ich bin nicht rausgeflogen. Ja, let's go! Oh, okay. Der Bottas hat einen schlechten Start gehabt. Wir müssen gerade vom Gas gehen am Start. Aber Verstappen haben wir einmal. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Irgendwie hat nur der Hamilton einen guten Start gehabt. Ja, jetzt wird wahrscheinlich gerade der Verstappen an mir vorbeiziehen. Wegen der Orange. Decken wir ihn ab. Norris hinter uns. Oh. Tolle erste Runde, sagt er. Wir sind immer eine Runde gefahren. So, wir haben mal Fettmaschine. Also vielleicht können eine Lücke aufreißen noch gegen den Hintermann. Wird aber schwierig werden mit dem Renault Motor. Oh shit, jetzt ein bisschen verbremst. Alter Schwede, ich will da abends jetzt kommen. Ich gehe mal wieder auf Standard gemischt. Ja, also auf der Geraden bin ich ultra langsam. Ich sollte nicht so aggressiv die Curbs fahren, weil sonst denkt sich der eine Curb wieder, du nimmst jetzt mal auf Logstunde. Nächste Runde muss ich boxen.
Noch nie jetzt. Mercedes ist einfach auf und davon. Ey. Ich tue jetzt ein bisschen RS sparen, für nachher eine schnelle Outlap machen, wenn ich auf den neuen Reifen bin. Dass ich dort kann vielleicht irgendwie im Verstappen dann noch mal eine Lücke drin einhauen kann. So ich auch ein bisschen Motorleistung sparen. Komischerweise noch kein Ausfall gewesen. Das verwundert mich eigentlich. Normalerweise ist fast in jedem Rennen immer einer, aber bis jetzt scheint noch alles wie in Ordnung zu sein. Da ist halt immer das 3 ab, ich weiß nicht wieso. Leclerc vorbei. Ja, die hat natürlich auch noch mal ein schneller Auto als Red Bull Racing. Das könnte jetzt natürlich ein bisschen das Problem werden. Sind auch in Ungarn ist Ferrari so recht stark gewesen, muss man wirklich sagen. Voilà, da war ein bisschen viel Gas gewesen. Ich drücke jetzt nicht Überholtasten drücken. Spare ich mir auf für nach dem Boxenstopp. Für eine schnelle Runde. So, Standard rein. Jetzt gehen wir in die Box. Oh nein! Ich muss aufpassen, ich habe vorher schon eine Warnung bekommen. Nicht, dass ich noch eine Strafe kassiere für Strecke überschritten. So. Wow, Alter, urhalbig, ey. So. Leclerc auch gerade in der Box. Hallo? Hä? Fucking serious? Wieso kriege ich weisse Reifen? Ich habe eigentlich ein gelbe über. What the fuck? Was war jetzt da wieder gewesen? Alter! Oh shit, was war das bitte gewesen? Norris ist gerade hinter uns. Jetzt muss ich hure aufpassen mit diesen Reifen durch den Rausch. Ach, damit. Aber wieso kriege ich bitte jetzt... Wieso kriege ich die Reifen über? Wer hat das Problem mit seinem Auto? Ich meine, ich kriege gar nicht über. Hä, das check ich gar nicht. Wir haben mega viel Zeit verloren wegen Renault, der auch gerade das Auto in die Box geholt hat. Und jetzt mit den weißen Reifen, holy shit. Mal schauen, ob wir an Red Bull herkommen. Sind ja eigentlich auch nicht so schnell. Ja, aber sind auf den gelben Reifen. Alter, der Perez auch noch drin. Holy shit, was ist denn der für eine schnelle Zeit gefahren? Okay, aber wir sind schneller als Norris, scheint's. Aber wieso, dass ich weiß bekommen habe, verstehe ich einfach nicht. Aber sie fahren oder sie fühlen sich nicht schlecht an. Vielleicht sind sie doch besser als die gelben, aber ich weiß es nicht. Boah, das ist schon mal im richtigen Gang durch dort. Perfekt, geht doch. Oh, jetzt haben wir guten Speed. Ja, der weiße Reifen funktioniert gut. Oh, Scheiße. Wow. Perez, unser Rival, hat uns schon 3-mal rausgekickt oder 4-mal. Scheiße, jetzt habe ich kein ERS mehr. Mensch, Alter, come on! Ah, Scheiße. Da kommt einfach nicht mehr richtig raus, ey. Hallo, Dürres? Ich drücke, es passiert einfach nichts. Oh.
Das Benzin noch ein bisschen runternehmen hier. Scheiße. Du Rouge, ich traue mir nicht Vollgas zu fahren, wirklich nicht. Ich habe das Gefühl, ich fliege gerade ab. Aber die Reifen fühlen sich gut an, besser als sogar die Soft. Krass. Vielleicht weil das Auto leichter ist, ich weiß es nicht einmal. Ja, guter Grip. Oh, jetzt bin ich ein bisschen gerutscht. Oh, jetzt bin ich ein bisschen früh am Gas gewesen. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Hey, ich bin immer noch fett gemischt. Okay. Oh, shit! Wow, Alter, Verstappen, ey. Dann auf dem Rasen bin ich halbes mit einem Rad noch. Hätte er sich dort noch mal vorbeidrücken, der Schlawiner. Das war jetzt ein Herzmanöver, aber ein faires Manöver. Jetzt der Perez, der sollte eigentlich gerade rauskicken aus dem Rennen, ey. So wie er es schon etwa 10-mal gemacht hat mit mir. Mit diesen Reifen habe ich mehr Grip durch den Rouge. Ich bin jetzt Vollgas gefahren, aber ein bisschen mehr Gas gegeben. Und es ist doch gut gegangen. Ich hätte jetzt gedacht, aber ich habe keine ERS mehr. Ich muss unbedingt die ERS auffüllen jetzt wieder in dieser Runde. Scheiße, noch eine Runde. Was? Wer? Was? Was hat er gesagt? Hamilton führt das Rennen, oder was? Interessiert mich so etwas von nicht, Kollege. Also wenn ich Fünfter werde, bin ich zufrieden. Wirklich, Vierter wäre ganz geil und Fünfter wäre super, weil dann würde ich einfach noch ein bisschen Punkte abholen, die wir wirklich brauchen. Oh, geil! Oh, der Perez! Okay, alles klar. Huh? Der Perez! Oh, shit! Oh shit, der ist plötzlich so langsam geworden! Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Oh, wir werden vielleicht Vierter! Okay, jetzt einfach nicht verkacken. Der Verstappen geht jetzt sicher noch mal richtig Gas. Jetzt zum Glück ein bisschen ERS gesammelt noch. Und ich hier vor allem auf der Gerade aber kann noch mal brauchen. Oh, Verstappen kommt. Verstappen kommt. Bleibe innen. Bleibe innen, bleibe innen, bleibe innen. Das wird jetzt heftig werden. Ja. Okay, es ist aber noch nicht vorbei. Auf der Gegengerade wieder zur Start und Ziel. Dort hat er noch die Möglichkeit, ausser ich habe jetzt so innen einen guten Sektor. Ja, wir sind davon. Die ganze Zeit mit DRS jetzt gefahren, jetzt habe ich nicht mehr auf der Rückgerade, das war ein bisschen scheisse. Das habe ich jetzt auch nicht gemerkt. Oh shit! Da sind wir weit draussen. Jetzt gebe ich nochmal ERS, scheißegal, auch wenn nicht mehr drin ist. Scheiße, das war weit draussen. Ja, da sind wir noch Vierter geworden. Yes! Oh, ey, also ganz ehrlich, der erste Teil vom Rennen bis zum Boxenstopp war eigentlich relativ langweilig, muss ich wirklich auch sagen. Also dort war jetzt nicht viel Action gewesen. Aber holy shit, nach dem Boxenstopp, ey, also dort war jetzt nochmal krass gewesen. Also dort hätte ich nicht gedacht, dass wir noch Vierter werden. Wir sind, glaube ich, auf P6 rausgekommen. Verstappen überhaupt Perez ausgeschieden vor uns, wie geil, ey. Ich habe mich viel verschrocken, wie er plötzlich langsam wird.
Ich sehe immer so geile Flaggen so her und dann plötzlich so gesehen, wie der Perez so mir hure nahe entgegenkommt. Stell dir vor, ich wäre dem Heck hingehockt, da hätte ich gerade einen Klaps gegeben wahrscheinlich, ich wäre dem gerade hinten drauf gefahren. Holy shit, ey, aber richtig geil. Haben Sie richtig gefühlt, das Rennen? Grid 4, sind wir vom P4 gestartet? Hat aber noch eine Strafe bekommen, die ich mitbekommen habe? Okay. Ja, easy, aber da würde ich wirklich sagen, das war wirklich ein sehr gutes Rennen gewesen. Nice. Mal schauen, was jetzt hier die vom Interview wissen. Die Rivalitätsanalyse, da sind wir jetzt gestern Norris auch ein bisschen davon gezogen. Hey, ja, super. Nice. Noch 6 Punkte und dann nachher haben wir dort auch noch fette Punkte geholt. Hier Fahreranerkennung sind wir auch noch recht aufgegangen. Und das nächste Rennen ist ein Monza. Auch eine Strecke, die ich sehr oft schon gefahren bin und sehr gerne fahre. Kein Interview, okay. Der hat nicht. Interessiert niemand, dass wir Vierter geworden sind und Punkte fürs Team geholt haben. Alles klar. Wir schauen so schnell, was wir machen können an Entwicklungen. Also einfach motortechnisch müssen wir einfach etwas machen. Motortechnisch müssen wir unbedingt wieso kann ich das jetzt nicht machen? Weil das so noch in Bearbeitung ist. Wenn ich jetzt eine Empfehlung mache, was sollte er da machen? Chassis, aber Chassis ist hure stark. Chassis sind wir ja eigentlich wirklich im Mittelfeld. Aero sind wir auch recht gut. He? Und Stabilitätsfähigkeit sind wir auch recht gut. Okay, ja, in dem Fall wirklich Chassis noch. Empfiehlt er uns, dass wir das machen? Ich würde sagen, das machen wir dann, aber mehr würde ich dann am Chassis auch nicht mehr machen. Aber immerhin, Aerodynamik, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so stark sind. Ich meine, Aerodynamik sind wir nicht so gut, aber wir sind das drittbeste Team. Gut, Mercedes und Red Bull Racing haben dann schon noch einen rechten Sprung dazwischen, aber okay. Ja gut, aber dann würde ich mal sagen, was das von dem Rennen in Belgien, ich will jetzt nicht noch das Video in die Länge ziehen. Ich merci vielmals, dass ihr zugeschaut habt, hat wirklich Spass gemacht. Jetzt im nächsten Rennen sind wir eben dann in Italien und da sind wir dann auch schon bald einmal fertig mit der Saison. Geht nicht mehr so lang. Wir sind jetzt bei rund die 15 oder so, 22 oder 21, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, oder 20, keine Ahnung. Aber es fehlen nicht mehr so viele Rennen, da kommen ein paar Rennen, wo ich nicht mehr so stark bin. Singapur und so ist gar nicht meine Strecke, bin ich ganz ehrlich. Aber jetzt kommt zuerst mal Monza, hoffentlich dort noch ein paar Punkte holen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mir natürlich immer eine Bewertung freuen, sowie auch wenn ihr das Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen würdet. Und das ist wir sind einfach in Italien wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!